So Leute, wird langsam Zeit hier mal ein bisschen auf die Tube zu drücken. Bayern 1800. Viel gibt es echt nicht mehr zu machen für uns. Zumindest so lange, wie ich mal gesagt habe, von wegen, jetzt reißt aber langsam auch und so. Nicht wahr? Und zwar der Typ, wir haben noch ein paar Missionen zu tun. Ich warte mal noch, bis die Kohle von der alten Welt nachgereicht wird. Wir sind ungefähr hier und sollen was abholen, wo ich gerade aber nicht sehe, was das sein soll. Flugroute ist eingezeichnet. Die verlorene Fracht. Ah, hier. Steuere. Steuere den Steuermann. Ich bin sehr froh, dass der alte Nate hier ist. Sein Kichern ist ansteckend. Flugroute ist eingezeichnet. Okay, ernsthaft. So, gehen wir mal hier oben noch hin. Auf Kurs. Nördlichsten Punkt der Welt. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Ist das jetzt gut oder ist das Die schlecht? Waffenruhe wurde beendet. Bin nicht ganz so sicher. Was Glanz betrifft, bin ich jedoch relativ sicher. Ja, da muss ich sowieso noch ein bisschen gucken. Ah, wird schon, wird schon. Ja, das sind wieder so Optimierungsdinge, die ich ja eigentlich, wie gesagt, erst dann für später mir aufsparen will, wenn man dann mit dem nächsten DLC, beziehungsweise sogar übernächsten DLC, auf alle Fälle mit dem Season Pass 2 loslegen würden. Wo sie ja, da geht es ja wieder darum, Land der Löwen, so heißt es ja. Unzufrieden. Ja, ich weiß, ein bisschen unzufrieden sind. Da soll es eben auch noch mehr Story-Elemente geben, oder wieder Story-Elemente. Und das würden eigentlich hier hin wieder ein bisschen passen, Einwohner wa? sind unzufrieden. Und funktioniert nicht mehr, ja? Warum geht denn nicht mit Gas? Hä? Warum geht das nicht? Warum läuft nicht mit Gas? Naja. Auf Kurs. Flugroute ist eingezeichnet. Was ich auch mache, ich habe zwar... Doch eigentlich so der Plan, warten, gucken, na genau. Es gab mal einen Plan, wo ich Ihnen gesagt habe, mit den Luftschiffen, wo ich auch gucken will, wie schnell die überhaupt Auf Kurs. sind, wenn es darum geht, auch in die alte Welt zu fliegen, also von hier aus in die alte Welt und zurück und so. Ob das dann auch etwas wäre, was man sich dann überlegen könnte, künftig, dass man wirklich auch alle unsere normalen Schiffe, also Dampfschiffe, die Handelsschiffe, durch so Luftschiffe ersetzt. Ja, Überlegung wert wäre es ja schon. Ich brauche natürlich auch einen Vergleich, wa? Gänsefarm, Husky Farm. Das ist nochmal interessant, aber das scheiß Gebäude, ja. Das kostet mich wieder so viel Einfluss. Also die Gesamtbevölkerung plus die Investoren, ja, ist auch nichts Neues. So. Kurs gesetzt. Ah, da oben ist es. Auf Kurs. Das Feuer vertreibt den Nebel. Luftschiff. Braucht also mehrere. Alles klar. Ich bin leicht überrascht wegen vertreibten Nebel und dann immer so, okay, ja, jetzt plötzlich der ganze Norden, aber kein Nebel mehr, ist also da geil. Aber offenbar noch nicht. Obwohl die oben sieht schon relativ cool aus. Vor allem, eben, hier oben hat es plötzlich gar keinen Nebel mehr. Da unten schon, hier nicht mehr. Du fragst dann natürlich schon, hallo? Der Tag ist jung. Propeller Es drehen gibt sich. noch mehr zu tun. Ich merke schon, wa? Was wäre hier der große Feuerbändiger?
Sonst gefällt mir im Norden eigentlich schon recht gut. Der Nebel hat sich gelegt. Erwarte Vielen Dank. neuen Kurs. Echt? Ich finde es noch neblig. Ja gut, einfach hier, aber wenn wir ein paar Punkte haben, aber ansonsten immer noch alles voller Nebel. Ja, da hat sich nicht viel geändert. So. Kurz erwarten, bis er da ist. Luftschiff. Gut. Wir sind dankbar. Wir auch. Steuere. Ciao. So. Ah, die arktische Gripion, was ist da los? Dü, dü. Ich überleg gerade, wo hier. Hier ist einer. Ah, deswegen, weil hier in weitem Bereich keiner ist. Doch, hier ist ja eine. Der hat mir doch schon. Hey, hat doch sicher eine gebaut. Ich hoffe, wir brauchen keine Quarantäne. Eine Quarantäne in Zeiten des Coronavirus, wundern würde es mich nicht. Sekunde, wieso ich den Platz da oben, den ich so jetzt gewählt habe? Ich gucke gerade ein bisschen, was man noch ein bisschen ändern könnte. Hier, aber den Pfad gar nicht mehr brauche. Den eher sogar hier hinlegen könnte. So. Konkurrenten haben einen Friedensvertrag unterzeichnet. Schön, schön. So. Den kann er theoretisch so noch anpassen. Ja, dann wird schon ein bisschen knapper, aber bislang geht's ja noch. Höhe stabil. So, wie sieht denn der Rest so aus? Oh, doch, doch. Kann man so machen, Kann wa? man sich daran gewöhnen? So, jetzt hier mit der Wärme. Hä? Wir haben die Schlafsäcke. Ich glaube, wir fangen heute mal mit den Schlafsäcken als erstes an. Parkes haben wir jetzt auch noch, aber eben erstmal die Schlafsäcke. Ich brauche Gänsefarmen plus eine Robbenfängerei. Haben wir eigentlich alles schon. Hier ist es tatsächlich so, ich brauche Verhältnis, sage ich jetzt mal. 2 Schlafsackfabriken für eine Robbenfängerei. Und eine Gänsefarm dafür. Ne, Quatsch, Moment. Doof. Ich bin gleich wieder wie zuvor. Nee. 1, 2, 4. Ist ja schon so. Und ich habe ja hier 4 Gänsefarmen. Also war die Idee tatsächlich mit einer einzigen Schlafsackfabrik. Kann man jetzt sehen, wie man will, ob das irgendwie wenig, viel oder kaum der Rede wert ist, aber ja, versuchen wir es einfach mal, wa?
Rentierjagdhütten. Dann können wir den auch mal irgendwo anders hin verschippern. Auch hier würde irgendwie gehen. Das ist ein Konto oder wie es hier heißt, Magazin. Also eine Köhlerei einfach keine Wärme braucht. Das ist immer so etwas. Da wird er, glaube ich, für den Rest meines Lebens den Kopf schütteln, dass es so ist. Aber egal. So, jetzt geht er da hoch. Lädt hier wieder ein paar Dinge aus. Weil wir eigentlich von allem relativ viel haben. Sehr gut. Ja, und dann ja, ist halt eben noch mit der Gaspumpe. Kann ich leider nicht viel mehr daraus machen, wa? Ich weiß zwar, ich hätte die Option mit Druck aus Gas verkommen, könnte sogar noch hier mehr rundherum bauen. Also könnte hier noch mehr sein, ich kann hier pro Förderstelle kann ich so viel haben, wie ich eigentlich will, theoretisch, aber ja. Dem ist leider nicht so. So, der produziert schon fleißig, sehr gut, sehr gut. Weil hier noch haben wir, genau, die Räuchereien, haben wir das Teil. Mein Mittel gegen Frostbeulen im Gesicht wirkt Wunder. Interessant, in Tech und Techniker geht alles hoch, die Kohle. Dafür sind sie bei den Investoren und Obreros. Gut, Investoren, ich glaube, der Kaffee fällt wieder mal, oder? Behaglich, sehr gut. Deswegen und so kühl, okay, das ist einfach für die eigentlich noch so kühl. Aber für sie hier, Gesamtwärme, ja, behaglich, das heißt, jetzt sollen sie auch keine arktische Grippe mehr kriegen, theoretisch. Ich weiß echt nicht, ob ein Schlafsack, sag ich jetzt mal, oder Schlafsackstätte, kein Plan, überhaupt reicht für die. Kein Plan. Man muss sogar für die nachher später nur sie welche haben, oder weiß auch nicht. Und sicher vor allem die Parkers dann. Wäre theoretisch eine Idee. Problem, ne? Ich habe jetzt einfach eine Schlafsackfabrik gemacht, weil eigentlich sollte ja echt so sein, ich brauche also 1, 2, 4, das war ja so. Das heißt, ich kann theoretisch nochmal so eine bauen. Weil Rohstoffe, also Gänsefedern müssen reichen, Robbenfelle müssen sowieso locker reichen, das ist gar kein Problem. Den Rest der Robbenfelle machen die ja. Das ist auch so eine Robbenfängerei für 3 Parker-Schneidereien. Ebenfalls halt 3 Bärenjagdhütten. Oh. Parker-Schneidereien, ja, da kommen doch die zum Einsatz. Sehr gut, sehr gut. Schön, Investoren steigen wieder. Das ist auch so etwas, weil es halt ewig kein dauert, bis der Kaffee aus der neuen Welt mal in die alte Welt kommt. Das kann mit dem Luftschiff natürlich viel schneller gehen. Und ich habe ein bisschen Angst, dass ich viel mehr Luftschiffe brauche, als er überhaupt hätte. Überhaupt die Kohle. Und natürlich auch die Mittel hätte im Sinne von Nein! Fuck, wollte ich gar nicht. Im Sinne von investieren. Das war's ja. Weil er muss ihm noch einen Einfluss investieren. Andererseits, wenn ich halt die alten Dampfschiffe hier versenke oder verkaufe, whatever, müsste ich hier eigentlich... So. Müsste ich ja eigentlich dann auch wieder ein bisschen mehr Einfluss haben, weil die kosten mich ja auch schon Einfluss. Okay, das klappt soweit. Das heißt, die sollten fürs Erste keine arktische Grippe kriegen. Eine arktische Grippe kriegen, genau. Grippe natürlich, Grippe. So. Die haben wir also da. Da ist für die Öllampen.
Messing hat nach wie vor noch, wa? Also ich hoffe zumindest, sonst ist doof. Ah, ein bisschen was. Aber wie lange braucht der andere eigentlich, bis er wieder mal hier ist? Von mir aus freigegeben. Das dauert ewig, bis er mal da ist. Ah, jetzt kommt er. Ist auch cool dabei. Oh, wie schön. Neben all den anderen Spitznamen haben wir begonnen, sie unseren Meister zu nennen. Ich danke Ihnen für... Ja, kein Wunder, sind die nicht so gut auf mich zu sprechen. Das funktioniert soweit. Ich jetzt hier auf der Insel selber beim Produzieren. Jo, klappt hier soweit auch gut, sehr schön. Kohle mache ich auch selbst. 84. Ah, kommt natürlich noch davon, weil ich ja eigene Ding hatte. Ja, gut, das ist klar. Ich hätte eh 2 für den Fall der Fälle, also insofern. Also bei denen zu wenig Leute. Warum? Was fehlt euch? Wir wären bereit für den Aufsteiger. Irgendwas passt euch nicht, weil ich zu wenig habe. Klar könnte ich noch irgendwie einen von denen downgraden. Und Bestürzung. Da kein Strom da oben, da ist auch klar. Ich frage mich halt, das mit dem Gas. Das sehen wir dann sowieso demnächst. Und zwar, sobald der hier oben ist, beginnt das Experiment. Erwarte neuen Kurs. Das super-duper Experiment. Also, und zwar machen wir eine neue Route, Handelsroute. Ich sage dir einfach mal Gas. So, dann sage ich bitte von hier in die alte Welt. Nach Bright Sands. Bin gespannt, wie und wo der überhaupt fährt, welche Richtungen. Baumaterialien. Jo, Gas. Wir haben echt, dafür, dass wir schon so lange dran sind, haben wir sehr wenig Gas. Und ich hoffe, so ein Gaswerk braucht nicht viel, um Strom daraus zu produzieren. Falls ähnlich ist wie bei Öl oder sogar noch schlimmer, sprich der Verbrauch noch höher wäre als beim Ölverbrauch, kann ich jetzt schon sagen, nee, Gas ist scheiße, ich behalte das Gas auch dafür, um die Zeppelin zu bauen. Die Feierlichkeiten sind beendet. Aber ich hoffe mal nicht, dass dem so ist, weil das wäre ein bisschen kacke. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. So. Das ist echt mal nur dafür, mal zum Gucken, auch zum Vergleich ziehen, ne? Ob der wirklich sehr viel schneller ist. Deswegen warte ich auch, bis der andere gleich kommt. Dann können wir es nämlich gleich live testen. Frei nach dem Motto, live ist live. La 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 la. Ja, und sonst klappt es soweit. Ich meine, das ist Part 158. Wir sind jetzt schon mit dem Gas und so weiter dran. Uns fehlen noch die Panker. Ne, warte mal. Parkas. Produktionsstätte bzw. Produktionszyklus. Ja, natürlich auch noch irgendwie hinkriegen. Höhe stabil. So, du wartest mal ganz kurz, bis der andere Typ kommt. Gespeichert. Dankeschön. Dann sind wir hier unten. Hier gibt es noch ein paar, die nicht ganz so zufrieden sind, haben wir gerade gesehen. Oder auch nicht mehr. Auch ein bisschen Platz verschwendet hier. Ja, wir müssen ein bisschen anders bauen. Hier mehr rüber. Ne, geht auch nicht. Arktische Grippe da oben. So viel zur ursprünglichen Idee, es würde irgendwie was ändern. Sie ist immer noch ein bisschen kühl. Beim Rest klappt es soweit. Jetzt frage ich mich halt. Okay, wir haben 5 Tonnen jetzt aktuell. Durch diese beiden. Es mangelt an Arbeitskraft. Wir haben gerade keine Öllampen mehr. Weil Lentula gerade alle geholt hat. Super. Wobei Öllampen dürfte gar kein Problem sein. Wir haben genug. Warte mal ganz kurz. Was sind die hier? Wir haben genug Walfett. Wir haben sogar genug Messing, also ja, vielleicht auch mal einen dritten noch bauen. So, habe extra ein bisschen gestoppt, das war Absicht. Jetzt habe ich hier viel Kohle geliefert. Mehr Druck im Kessel.
Der ist im Handel, ne? Da ist alles soweit klar. Forschungsservice hier sowieso kein Problem. Ja, die Öllampe muss ich eigentlich noch ein bisschen gucken. Da ist gerade jetzt die Grenze. Da gehen sie wieder und so, ist auch cool. Okay, das funktioniert mit den beiden. So. Wenn wir sagen, Freunde, auf geht's. War bin gespannt. Auf die Plätze, fertig, los. Alter, Alter! Ho, ho, ho! Lecco mio! Und tschüss, ich komm nie wieder. Bye, bye. Oh, du hast abgehängt, Kumpel. Du weißt was? Das macht Spaß, das macht Spaß. Ich werfe die beiden hier raus. Weil ich sag mir jetzt einfach, weißt du was, wenn ich schon hier jetzt extra eine Route gemacht habe. Dann mach es doch einfach so, dass ich hier jetzt nochmal sage, hey, nochmal irgendwie 2 dazu. Ich kann ja bis 4 kann man, habe ich ja. Dann sage ich halt hier, keine Ahnung, Treibstoff oder so. Weil Kohle ist ja Treibstoff für die Arktis und Gas ist ja Treibstoff für die alte Welt, theoretisch. So. Und jetzt will ich es mal auf der Weltkarte angucken. Okay, man sieht noch nicht viel, das war zu erwarten. Doch, Alter! Oh, der ist schon hier unten! Der ist gerade mal hier und der ist schon hier! Alter, leck mich am Sack! Hohoho, ist der schnell! Alter! Gut, er wird natürlich nicht so viel Gas niemand zum Liefern haben, ne? Das ist klar. Alter Schwede. Aber trotzdem rein aus Prinzip her. Schon krass geil. Ja gut, Freunde, was mal hier für die heutige Folge. In der nächsten Folge werden wir das nochmal ein bisschen angucken. Also verfolgen vor allem das mit dem Gas, wie schnell der wirklich ist. Und auch schon mal das Gaskraftwerk da unten in Betrieb nehmen in der alten Welt, um mal zu gucken. Wird es überhaupt funktionieren mit unseren aktuellen Städten? Wenn nicht, dann haben wir Pech gehabt. Wenn schon, ist natürlich auch geil. Sleeping Bags, ja, Schlafsäcke. Die haben es auch ein bisschen kuscheliger und wärmer. Und dann gucken wir uns noch die Parkas an. Und sonst vielleicht schon mal ein bisschen Pläne machen, die Zukunft von Anno 1800. Wenn eben das nächste Season Pass rauskommt, wenn das Land der Löwen da ist, mit weiteren Story-Elementen. Ja, aber ja, ist gut möglich, dass nach der nächsten Folge bereits die große Konkurrenten wird belagert. Pause angesagt ist. Bis dahin, bye bye.